Judas Gaming gegen Blue Bishes. Silas. Du warst noch Ja, dabei? ja, Güldenowend, anderem ein interessanter Match vielleicht wo man heute gesehen Judas Gaming gegen Blue Bishops ist so wohl gespannt was die zwei Mannschaften als werden ja bringen ne? Ein spannender Match. Beide Kippen an der ersten Runde verloren. Und nimmen enge Kipp kann haut gewannen. Mal gucken, wer es geht. Blue Bishops kann man Luna nicht direkt, weil die waren letztes an einem Match dabei, die man leider nicht streamen konnte. Gegen Triple Comet. 2-0 do, eine Niederlage angestach. Wie gesagt, alle guten Spieler von mir aus unbekannt. Judas Gaming aber wie gesagt ein Team war die kennt aber wat wahrscheinlich paar Punkte kennt sammeln dem letztwoch ja gegen enraged war ein bisschen schwierig für Leid ja das ist ein gut Mittelfeld die Keeper an ja kann eine ganz spannende Match gehen. Ja, schmengen wat ze bacht nass halt as Blue Bishops huet gegen Triple Comet verloren. Dat se lo unbedingt net ganz viel aus. Seht vielleicht aus okay, se sind dem Niveau vun Triple Comet oder enraged. Aber schmengen der heute keine ganz interessante Match die werden sie wahrscheinlich ziemlich schnell bei am Skillwerte sind so schätzen voll Moloch. Genau dann ist natürlich froh wie immer Silas ja gesehen man dritte Match Also ich gehe so ein Tippe mal ja mehr sind ein dritte Match hat den offen. so das joinen die echt Leute den Grumpy de Kalamazoo an den Jan de Mann KLMZ als Kalamazoo mir nennen den so an zerbrischen als Zong do net wie mittischer bei der Cookie Katze das war zum Schluss auch Cookie Cat so hechen sie halt Discord von der Rocket League Community zu Lützeburg und ich denke du hun sie nicht dagegen. KLMZ oder Kalamazoo as de Sub von Judas Gaming, also den El Grumpy, de Jandemann an den Piper Mania spielen normalerweise immer zu summen. Und scheint wie wann de Piper Mania haut nicht mehr kann spielen. Und Blue Bishops wurden eigentlich mensch Käse, die kommen zu 3 an der Raum ran. Ja, effektiv los Luft zu warten ob die 3 von Judas Gaming spielen können so gut wie Standard Equipe denken das kennt die Sache vielleicht noch steckt mehr interessant machen und ja wann man mal auf dass Blue Bishops die Server joint. Elite wurde Mitte bewiesen, dass es auch mal am Sub geht, obwohl sie pur mehr Schwierigkeiten hatte wie wahrscheinlich mit ihrem Hauptkader. Ich denke, dass das ähnlich bei Judas Gaming auch ausfallen wird. Wir werden wahrscheinlich ein paar Kalamazoo Mistakes gesehen. Aber ich denke, am Großen und Ganzen sind das aber ein angespielte Team. Allein schon hier Profilbilder, die so schon viel aus. Also wirklich sympathisch, was die da kreiert tun. Ja, ich meine, gesagt den halt, dass er echt mengen, ne? Ja, das ist so eine Equipe, die sich halt formiert hat innerhalb 3D, so wie wäre kommen spielen. Genau. Ich meine, die Leute, die Jungen, die kennen sich schon Milan und das gesagt den halt. Ja, und schaffen gut und gern zur Summe, wie es scheint, verstehen sich, das hätten sie das sicher nicht gemacht. So, dann mal gucken, was gesagt wird. Wo bleibt Blue Bishops? Sie sind auch nicht da. Also passt für das sind definitiv weiter geht das Game die eigentlich nicht joinen. Wusstest du schon nicht geht es alles wie gesagt du aus. Ja, ich froh gerade ob sie eventuell Probleme haben. Also sie ist ja schon da, weil sie nach 4 hat mal gespart ob der Match gestreamt wird dann ist ja und das war aber auch ganz okay bei ihnen. Sie müssten aber nur noch wissen. Soweit Stadt gesucht hätte. Mal aufhaben
Ich denke nicht, dass bei ihnen ein PlayStation-Spieler ist oder mal die Vermutung hatte ich auch mehr weil ich sie wie sind immer fair PlayStation Spieler am Team du kommen da du hast den okay. Alia den Igoro an die Yannick mal ja da gi mal hin Nottritt dort joinen sie schon Blue Birschoss auch Heimat im Teamlogo dran das hast du ziemlich schön wieder ausgeseit effektiv ja. let's Seid, go seid professionell aus bei den Mannschaften. Kickoff ganz komischer Alicia geht direkt in den Bus damit schon direkt eine neue Taktik die man halt gesehen hallo Alicia und Mauer an natürlich mal neue Popcorn Boost den da mal den Code könnt freischalten an du hast schön den nächste Goal von Lydia oder Alias Ja, ich meine, du steht Robert dribbeln der Ball aus gut kommen hat noch genug Boost für den noch über den über Defense von Judas Gaming zu spielen. neue Kickoff das geht besser für das Gaming aus geht eng passend mit an eidelt Yannick Lomball an sie probieren über die Längsmauer abzukommen von der aurischer Seite aus geguckt schön noch Spieler zu sind die ganz gern unter Mauer spielen noch von Lot Rotation du bisschen schief geht Kalamasu glücklicherweise vielleicht du bisschen gedieselt der Sylt und dreht Cola Ja, es trinkt Goal 30 Sekunden gespielt 2 Goler schon Leute Gottes bis Pasch für Blue Bischofs mehr war der was man kennt schöne weite Klär für Kalamazur Yannick Jan de Manlo geht aufgefangen von Malia Kalamazoo probiert also das Hub ist definitiv aktiv an ein Problem am Server okay hau das okay guten Tag für Rocket League ja, wird die längst seit Golf geblockt von Kalamazoo kleinen Fehler von Yannick. Golas op oh dann nervt vom Grumpy den hat auch Kind Ragon Jandemann lo eng frei Frischlin was von ein aufgefangen gehen Lob zu 3 do von den Blue Bischers schon die Pression und bei mir Böse leckt Server so Jandemann heißt probiert das zu kreieren Grumpy war auch brett mit de Ball ist so richtig durchkommen lo Alia Shane hecht Jandemann kann den nicht mehr halen 2:1 ja bei gesehen der Titan also relativ aktive Matcher das ich meine genauso wie man das gehofft ne genau es geht hin und her bei die Kippen weise was zu können das kann ganz interessant gehen fahren Kickoff geht gleichmäßig Kickoff wie das Game Krite nach Enttäuschen von Blue Bischofs kommt direkt und sehen dass Mannschaft wirklich back and forth spielen Yannick Heim offensiv Chance Jan de Manlo eng Shape pass op de Yannick wat net sein Teammaters Grumpy setzt sich ger durch bringt de Ball an mit aber okay für uns spielen do Yannick an Alia du bist de ganze du benehmen mussten du vielleicht ein bisschen oppassen bis schaffen drohen Grumpy könnt Igoro lo bis zu weit ist im Goalgang Server spinnt dran ja mir denn das Blue Bischofs defensiv bis die Probleme hun mit Kommunikation gehen ha gesagt ja, ganz schüss dass du Kind war von Judas Gaming das hat zum Ausgleich kind feieren hallo noch sehr für Judas Grumpy ist Chance lo Grumpy probiert mitbringen allen 3 von Blue Wishes du und der Mauer kommen aber durch kann er mal so kann du nicht viel man an man lo auch nicht das beste Spiel hier gelöscht mehr Grumpy Store safe das ganz den Igoro
bringt den Ball jemand mit. Wird aber gesaved vom Kalamazoo. Ja, Judas Gaming probiert im Moment Situationen zu entschärfen, aber Blue Bishops lassen nicht nur. Sie probieren den Ball unbedingt für den Goal zu kriegen. Janne könnt es denn nicht. Könnt ihr das damit gesprungen, fängt nach den Alia sein Ball da auf. An Preston du nach ran, eine schwere Tragang gespielt von Blue Bishops. Muss ich zwar so eine Offense so gut gehalten, so gut Druck gemacht auf Judas Gaming an der Vollsch. Kalamazoo bis Latsch gefahren, El Grumpy Ball, Bram, du bist rundherum, Igoro schießt den Ball auf sein Mate. An Oppeboot, Jan de Mann, das ist einfach du. An Lo, El Grumpy bisschen verloren im Feld, Kalamazoo geht dann mit. Janik saved. El Grumpy Shane Hayes gespielt. Ja, die andere Mann hat der Chance. Ne möchte ran, man denkt selbst vom Igoro. Cool. Das ist schon der zweite für Blue Bishops. Ja. Also 5 Goaler gehen und das Orange Team. Auch von 2 von denen Goaler vielleicht nicht an die richtige Richtung gegangen sind. Kann Judas Gaming Datalo auch noch so machen? Oder Henken sind konstant handeln? No. Ja, ich meine, dass Judas Gaming heute Aktion zu holen für den Ausgleich. Weil Blue Bishops... Kalamazoo doch. Gelobt an Dejane gemacht. Igoro, du liest den Yannick ausgespielt. Und Yannick konnte auch nicht wie viel machen. Hat sich mänglich auf sein Mate verlos. 3:3. Ja, ich meine, da war ein bisschen so voll von Fehlkommunikation. Oh, 3:3. So, Jannemann geht die Yannick. Yannick kann durch. Kalamazoo im Ball. Passt dann an Idled. Igoro chased. El Grumpy saved. Licha probiert Mauer zu sichern. Hallo. Gut gespielt von Kalamazoo an Jan de Mann. Oder Jan de Man. Hallo, ohne Boost Teil von Kalamazoo bis gespielt kriegt in der Station vom El Grumpy. Igoro Shane Hayes geschossen. Golas frei bei Judas Gaming. Gut Chance für Judas Gaming. El Grumpy geht an Luft, geht den Igoro zu challengen, bringt den Ball nach ihm am Spiel. Der Ball muss Lohan mitkommen. Kalamazoo jetzt Stur abgehen. Ball lief nach Overtime. Oh, gesagt, gut. Erste Match Overtime. Klingt interessant ging in heute Match. El Grumpy lo Shane Hayes und Ladbrüsch. Und Kalamazoo könnt. Lecher aber gut gesehen. Ball rausgeholt, bringt nie was Mauer. Jan de Mann gemisst. Sein Team ist aber immer do. Boot bei Blue Beaches. Und schreckt mich immer rum, wenn Serverzustand angewiesen wird. Oh, solange nicht rot blinkt, dann ist alles an der Reihe. So, wahrscheinlich Airdribble von Alicia, den das durchsetzt. Oh. Igordo. Ja, wunderschön gespielt vom Aljasch. Schöne Backball und Igordo hat super reagiert und ja, die Defense von Judas Gaming effektiv cool nicht reagiert. Ja? Ziemlich ausgelacht den Match. Mal gucken, ob Judas Gaming sich dann den nächsten Match hält oder ob das auch ein 2:0 geht. Ja, hängt ganz davon ab, ob sie lokale Nerven behalten. Sie wissen, dass Swiss Round das schmeckt das nicht so den Druck da, aber für so Mannschaften zählt all win. Ja, ganz ausgeglacht, aber das heute, also wann Judas Gaming da ein bisschen auf Mauerplays für Blue Bishops abpasst, dann können sie vielleicht etwas ausrichten. Zu denen effektiv gesehen, dass Blue Bishops ziemlich gerne mit der Längsseite gefahren sind, ne? Genau, kommen ganz gerne aus der Luft von der Mauer. Hun aber hier Schwächen an der Defense. Und das muss Judas Gaming natürlich nutzen. Judas Gaming aber nicht zu unterschätzen. Und direkt geht der Match weiter. Yannick Tolo am falschen Team. Was ja regelmäßig 4 könnt am Showdown. Das ist Nummer 3, genau. Beim 5. der kriegt dann eine Key-Menge. Nee, komm, das war Witz. Den Kick verschenkt man leider nicht.
Und geht weiter. Ey, Grumpy, direkt mit dem Griff. Ja, ihr könnt nicht drohen. Und die wollen direkt so heimmachen. Ja, dat hat er gesagt gut ist, wie das Gaming als Start für Motivation zu steigern und ja, mal aufhören, wie Bluefish das Lotto reagiert. So, direkt nach ein Jan de Mann, nach ein Ugriff. Direkt um Kickoff, sie will nur schnell das Spiel aufbauen. Kann er mal so auch schön gesaved, kann er mal so schenkt mal lo. Bisschen Lust zu spielen. Ball geht an die Luft, gefällig schon mit. Yannick an Alia schon an der Luft, gut gemisst. Ein Grumpy Shake safe, da kann er mal so eine Chance. Ingedient gegen den Igrodo. Shay passant mit. Jan de Mann fängt ab an, bringt den Shane ran, probiert Double Touch, Alia saved. Yannick lo an die Falschrichtung. Ob den Igordo gespielt. Jan de Man. Das tipptopp zu gesehen, dass beide Mannschaften ihre Spirit nicht verloren haben. Zum Blue Bichos. Zum das Gaming. Sieht alles nach tipptopp aus. Also ganz ehrlich. Wohl aufhören, wie das heute noch weitergeht. Taktik dann ja. Ob Zeitspiele wäre übrig, natürlich müssen dann zweite Goal so machen. Die sichern sie sich auch. Weil nur lässt schon gerade ein bisschen der Goal. Blubisches, die wollen nur zu 3 greifen. Kalamasu, du nicht aufgeschwart mit Jan de Mann. Mehr nicht schlimm, weil Blubisches Hundo gemisst. Gordo sich natürlich locht mit Alia schon an der Luft Brett für zu chasen. Jan de Mann safe da war und es könnt direkt nach Konter vom Yannick. Gordo geht run, Kalamasu schön raus und mit Geschoss und geht weiter an Teilchen von der orischer Equipe. Er hat gesagt, bis der Blue Bichos wirklich Kommunikationsproblem hat. Er hat gesagt, er hat einen riesen offenen Goal. Und Chance für Judas, leider, oh Gott, das war Kemina nicht auf die Ballon zu fänken. Die geht rum am Schuss noch 4, Nalia probiert, könnt nicht tun. Kann man so, könnte er wahrscheinlich durchschauen. Yannick hat nicht gut getoucht und Yannick hat geflohen. Zerheisch. Kann man so setzen, denke so, Yannick kriegt er gesaved. Grumpy low, Shane Hage und Blut. Kann man so, geht lo nicht mehr an die Foske los. Grumpy low, vielleicht ein Missplay Yannick auch gespielt. Igordo. Yannick geloppt. Beide Mannschaften schenken sich nicht 1 Meter. Das gut zu sehen, eine Chance an den Alias von Uwe, schöne Rockflug kommt an, das alles zugemacht. In den Judas Gaming gegen Blue Bichos. So ein ähnlicher Goal haben wir schon einmal gesehen, muss ich sagen. Also. Klingen Déjà-vu, hey. Spieler gerne von der Mauer, du. Und mit. Hallo, direkte Konter. Blue Bichos. Mit einem kleinen Fehler für Judas Gaming. Einfach nur 4 kommen. Also so, schnell dreht sich das Match. Vor allem hast du nicht viel dazu zu sagen. So, Jan de Mann direkt mit Mauer mit vielleicht ein bisschen zu weit. Yannick könnte echt da drohen. Gespielt auf den Igordo, den das gut handelt. Me El Grumpy mischt direkt ein Problem da. Oh mein Gott, und der Schild geht laut. Wo man schöne Lattenkracher, wie ihn der so schön auf Deutsch nennt. Wie ein Duraku dann die 2 Spieler einfach so nie geholt hört. 2-2. Ein super interessanter Match bis dato, eh? Also potenziell hast du, dass bei die Kippen sich die Window können sichern. Bei die Kippe werden du noch ganz viel zu kämpfen hun. Du Alia, ich könnte noch 4 an El Grumpy scheiß schon jetzt gehen, blatt, das geht so hey. Jan de Mann, komme gerne lo aus straight an mit. Ja, du gesagt, den Blue Bichos aus Moment bist die wackelig gewesen, ne? Oh, du gehört mir am Konzept 3-mal gesprungen an nächster riecht.
Ja, das, ich meine, sie müssen sich ein bisschen rumfassen. Aber solo direkt nach enke ja ich mir das geil gerade aber zur Stelle will du auch nicht mehr so schnell und Mauer also den Challenge hast du ein bisschen fort oh, ja man flit du wat Gap an Bu das nees op sorry de Yannick dann de Männer am blauen Team an lo promet kann so den Double Tap los sind sie do Kommunikation bei Blue Bischofs also ein bisschen ja fehlerhaft wie mengen gut etwa auch ein Fehler von Migordo wann den so gesehen kleinen Backflip gemacht an Feier 2 für Judas Gaming als Subhire Match de Kalamazoo weiß aber das sind ja berechtigt bei Judas Gaming spielt die Wundo schon der richtige Mann ausgesicht für den Match zu überholen so lo Jan de Mann man denkt safe Kalamazoo direkt Ramon Sturm an das nie sein op Boot Blue Beaches komplett zerstört an dat seit nur einem Spiel 3 aus hat gesagt effektiv von dem echte gestreamten Spiel 3 aus ja. Fallen das nach Zeit das eine Minute schmengen schon viel Zwickig gesehen kennt noch geschehen ne Grumpy Shane Hayes gespielt also sie Huflächen Tricklo raus wie könnte man bluisches besiegen sie gehen und nehmen nie Mauer so und sich an die vorstimmt gut nicht mehr bei bluisches Janne konnte noch safe Sto noch gut erlisch könnte richtig zurück Ball geht lo und Talsch von den Bloen erst den Chance Mauer hast natürlich an der Luft wie stark wie Judas Gaming allgemeinen oh, wahrscheinlich Goal geschenkt du aus den 3-5 für Blue Bischofs ja ganz klar Stellungsfehler für Judas Gaming können wir halt mal 4 so nach 2 Goal avance bis dato sind sie noch einer komfortabler zu die echt Demo Yannick gegen Jan de Man Kalamazoo der Mauer gegen Jan de Man Yannick immer die Doppel nimmt du dort hat sinn war ein Double Commit von der Blue Bischofs Goal an schenkt wie wann bei dem heute Resultat nee Kalamazoo will du ein so setzen El Grampi können doch nicht Luft pass auf der Kalamazoo sich nun mit der Ball beraubt aber wir sind an einem dritten Spiel wir sind an einem dritten Spiel wen hat das geduld ganz spannende Match richtig gut also so Mannschaften schenken sich absolut gut nicht sie sind drüber wieder bei Mannschaften das definitiv ein interessanter Match kann aber damit gewannen aber gucke wen der haut nur wenn das bei die Kippen aber komplett verdenkt auch wann ich so muss das sich fanden dass Judas Gaming am letzten Match besser gespielt wird viel mich schnell viel mich konstant mehr Passegang du bist am echte Match Drop gelöscht du wurde mehr auf der Mauer gesehen an Logo nicht mehr weil du komplett verloren an der Defense bei die Kippe müssen dann natürlich durch schaffen ihr spielt zu perfektionieren mehr enge Kipp werdet wahrscheinlich nicht gelingen ob man nach an einer Overtime gehen sei das was meinst du Et wär ze wënschen ne ein dritte Match mat overtime dafür natürlich wie se den der Punkt op den I ne fir den ofen ofzerunnen an wat lo weise werden ne die zwei Teams genau Match 3 heimmal enker am Livestream bei die Kippe Hune Punkt spiele lo ihre Win am Swiss System ihren echten wohl gemerkt so lo schnell vom Igordo müsste sprat sich mit und Yannick kriegt nicht durchgespielt die Yannick die Stunde leider Gott ist direkt neben drin Gordo Loche geschoss El Grumpy aber do kann aber so geht nicht und der Ball okay spielt doch nicht der Boost und aber ich sehe gut das Blue Bischofs tut Motivation ne so und Motivation für das durchzuziehen sie hätte gern unbedingt den Win
Janik man passt noch 4 geht er op verleiert du net den 1v1 kennt die an de man hallo Reckspiel op Gurkin also er war relativ safe vu das Gaming den du no könnt Jan de man Flitz war nach und Mauer me war schon zu spät so sich mit und Igor du könnt Karl mal so schön geklärt du geht und Mauer probiert Schoss direkt nee hat geboost Alicia oder Alia oh, de man kennt dann mit Flitsch op Gordo zur Stelle spielt den aber nur handen hat genug Zeit für den anständig zu klären also wenn er nicht geschieht weil Grumpy muss gefroht sehen pass auf der Kalamasu den das nicht unhält hallo spielen sich bluebisches du selber aus ja man zielt aber leider nicht richtig aber ein Grumpy möchte Grumpy könnte man von Hannen an wann könnt dann trifft den auch den Goal hat gesagt bluebisches Herr Double Commit net richtig aufgeschwart an de Goal freigelos für den Grumpy an voilà 1-0 dritte Party Nigoldo probiert noch 40 kein Hütte natürlich getroffen die andere man direkt aufgewehrt und Grumpy fit lacht kann er mal so gut aber aufgepasst lo bringt leider nicht so wie in der Stadt 4 gestaltet hat Gordo Ball geht auf den Alia Yannick eventuell eng Magic geht nee aufgewehrt von mir an der man Kalamasulo mit den Ugriff Ball geht Hagert Loot ja man schon in der W all ja aber ich du an Grumpy dran ist damit du hun irgendwie trasht von Blue Beachers Font ich wie direkt mit das geht den der Gu nicht hat gesagt in Blue Beachers probieren hier rotation an sein anders Chance von mir nicht leider Gottes kennen damit von Blue Beachers dat werden in gewircht Hagent Luft du könntet all Grumpy aber nach drohen safeten aber nicht richtig kann mal so cool for you das Gaming du hatten sie Chance Blue Beaches weil den hun sie eigentlich verspielt außer etwa geplant mich denke wohl nicht hallo muss ich aber auch so das Gaming hat nicht gut ausgesehen an der Defensive so stehen ein bisschen ja und nicht so was soll man gut gesehen vom Landemann und spielt die schön aus wird Chance geht auch ran war der Solo Play high wird sich so gut durchgekämpft durch direkt mal 2 Leid für Blue Beachers ja ich mein Nigordo hat probiert noch 4 klären das leider nicht so abgegangen ne Scheinen von Urwen geht aber den Potto Yannick spielt du ganz komisch und den Ball wie das Gaming heute hat nur an der Hand hey an direkt nach ein ja erst leider lad gehen Yannick Gordo ja Shan und Luft gegangen Jan man zur Stelle los stimmtet los dem Match schnell in das lo hetzig da den Team will den Ball halen der andere Team muss natürlich gut chasen an noch Fehler von das Gaming vom Kalamasu wie in Stadt ja der Kalamasu probiert hat noch regensfähig zu fixen mit das leider nicht gegangen 2-2 du hast alles dran für Blue Beaches auch das Gaming die Lorem kämpfen müssen natürlich Lorem Defense stärken auch den Nugriff muss natürlich Lorem kommen so lokal mal so nächst an der Offensiv ja hatte man unter Mauer Shake geklärt ob den El Grumpy der Pass geht und Yannick
hallo op Boot bei de Blue Wishes an van Passlos stimmt Bam an der Fehler vor Blue Wishes ja die könnt du natürlich ganz gerne durch mit also der das wirklich hier Ausspielposition einfach riedert mit ja Blue Wishes mat der Fehlkommunikation mit ganz eindeutig gesinn de Bump huet natürlich sto gut komplett opgemacht. Taktik geht auch nicht ob du gefällt der nächste Goal schicke es von Jannik, ja effektiv ja. So lo Kalamasu hai passant mit Double Commit für Blue Wishes 3er Commit oder was ist das du von dort die Jande man durch könnt ihr wie gesagt dann das Boot ob Grumpy ist aber nicht zu stellen oder Kalamasu hat auch könnte kommen me die spielen das Lorov Ball geht nach Luft Jannik probiert den Ball zu halen Grumpy will da davon eine ganze gut setzen geht nicht daran das leider nicht abgehangen für der Feier 2 2:1 für das Gaming warte Matcher hatten jetzt Szenen so, ne? Also wegen spät Equipen tiptop gekämpft zum Schluss ist natürlich eng gewonnen eng verloren so muss es halt der Rocket League sehen an nicht denken die sich am mich drohen gehen hört properste gespielt hat die hört haut verdenkt gewonnen ein Schnellspiel für das Gaming wird man gesehen hun war das auch nicht der Fall hatten natürlich auch eine extrem schwere Gegner wieso du könnt doch ne bis bei so an och Blue Wishes am echte Moment ziemlich überrascht auch day werde wahrscheinlich an ihrer nächster Loser Round paar Punkte sammeln können so wird nur gucken sei es dir Stadt leicht wird ja ich so noch 25 wird nur gucken war super interessanten Nowen mega Meinung bis dato den interessanteste Match von der Rund 2 an da wünsch mir noch schöne Nowen